Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee, natürlich nicht Yankee, mit der Episode von Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Könnte vielleicht die letzte wäre, wie schon angekündigt. Wow! Da kommt Saffron aber nicht doch, von der Seite. Okay, die kriegen erstmal einen Feuerball in die Schnut. Oh, jetzt kommen noch Untote dazu. Ach, so ist das. Reicht ein Erzdämon Darkspawn nicht mehr. Kommen jetzt nicht nur Schatten, sondern auch noch hier was. Aber ein Genlock Gestaltwandler. Na dann. Kriegt da was Knorrer. Du machst doch mal eine Gruppenheilung. Okay. Von der Seite kommt auch noch was. Hier gucken wir uns nochmal beim Oberst noch ein bisschen um. Und die haben natürlich alle noch Leichnamgalle bei sich. Das brauche ich auf jeden Fall. Nehmen wir doch alles, ne? Alles mit. Und Hurlock Gesandter. War da noch mit dabei? Ja klar, ein bisschen Darkspawn muss natürlich dabei sein. Ist logisch. Was war da noch? Zorniger Toter einfach noch. Okay. Na dann. Bumm. Die zwei hat es noch mitgenommen. So, wir gucken uns jetzt nochmal hier um. Und holen nochmal alles, was wir holen können. Dann gucken wir auch nochmal beim Oberst vorbei. Im Büro. Ob da nicht noch möglicherweise was steht. Ah ja, da ist noch ein zorniger Tote, dem können wir auch noch die Galle rausschneiden. Ich meine, dafür hat man ja die Zeit. Nachdem wir eigentlich Mitte in die Jagd auf der Erzdämon hat man auf jeden Fall fast sowas Zeit. Ja. Ah ja. Da ist noch jede Menge Kram, den wir plündern können. Tobt dich aus. Streitkolben. Nietenbesetzter Lederhelm. Müll einfach nur. Schuppenrüstungshandschuhe. Wir nehmen mit, was wir kriegen, und ansonsten schmeißen wir dann später wieder Müll raus. Axt mal wieder aus Dracheknocher, für 5 Erfahrungspunkte entsichert. Ja, großartig. Beschriftete Handschuhe. Nietenbesetzte Lederrüstung, nochmal nietenbesetzte Lederhelm. Ach du Scheiße, was für ein großer Haufe Müll. Alles Mist. Das müsste die Waffenkammer der Offiziere gewesen sein, ne? Das war's. Büro vom Oberst. Ja. Noch ein beschrifteter Lederhelm. Metallene Großschild. Und hier im Schrank ist auch noch was. Ja, ein großer hölzerner Rundschild, wo man halt sein Schilde aufbewahrt, ne? Ist ja logisch, im Schrank. Uah, scheiße. Sandal lebt hier noch. Schupperrüstungen. Was bist denn du für einer? Enchantment? Verkauft ihr auch Waren eures Vaters? Sehr gut, ne? Praktisch. Dann können wir den ganzen Schampel jetzt nämlich noch verkaufen. Das trifft sich natürlich hervorragend, dass der zufälligerweise hier jetzt noch rumsteht. Dann kann ich nämlich noch den ganzen Scheiß loswerden. So, alles weg. Den ganzen Rotz. Ja, das kann doch alles weg. Braucht kein Mensch mehr den ganzen Müll hier. Und wir können auf jeden Fall dann wieder einfach ein bisschen Slots freischaffen oder mit.
komm weg mit dem ganzen Müll. Das ist doch ganz praktisch. Okay. Du geht's auch in den zweiten Stock hoch direkt. Ah, verstehe. Aber wir machen erstmal hier alles sauber. Wundert mich ein bisschen nur, dass der hier rumsteht, umgeben von lauter, toter, dunkler Brut. Alter Falter. Der hat's vielleicht auch ein bisschen mehr drauf, als er zugeben will, der Kerl. Ja, da kommen wir dann wieder in den Kerker, ne? Ja, hier bin ich ursprünglich durch die Zwinger. Oh, die ganze Mabari haben sie schon abgeschlachtet. Und in den Kerker komme ich allerdings nimmer rein. Okay. Aber es wundert mich, wie gesagt. Das zeigt vielleicht mal, was der Claire eigentlich richtig drauf hat. Von wegen, ja, das ist halt Steppele, was Verzauberung macht. Nix do, der ist ziemlich stark, wie es aussieht. Aber man weiß nicht, ob der die alle abgemurkst hat oder nicht. Enchantment? Ja, genau das hier. Ihr seid von Leichen der dunklen Brut umgeben. Was ist hier passiert? Enchantment! Ja, okay. Na gut, das war's dann einfach mal. Der gibt uns keine Antwort drauf. Aber wir haben auf jeden Fall noch den Hinweis, dass es mit ihm zu tun haben könnte. Also, meine Fresse. Da hat er mal was gerobbt, de Bu. Ist der Teufel, über was der für Kräfte verfügt. Und das auch noch als Zwerg. Also wenn es was Magisches ist, meine Fresse. Das scheint was Unbekanntes zu sein, was die Gelehrten bisher noch nicht so kennen. Jetzt sind wir auch in einem Gebiet von Fort Draco, was wir auch noch nicht kennen. Um das mal wieder aufzugreifen. Geht's noch wo hier? Da können wir uns eigentlich im Kreis drehen hier. Mama. Ja, Hurlocs auf jeden Fall. Und wir müssen uns jetzt erstmal hochkämpfen. Das steht auch vollkommen außer Frage, dass wir das machen. Uns hier durchkämpfen. Aber interessant, mit so einem halboffenen Gemach hier. Und es scheint hier wohl auch noch an der nackte Fels von der, vom Berg gebaut zu sein hier, der auch unbearbeitet ist. Machen wir auf. Ja, ich mach da Platz. Ja, noch ein eiserner Ring. Ja, wie gesagt, wenn ich mir das so angucke, da scheint ja, guckt ja unmittelbar der nackische Fels hinten dran raus. Dann machen wir dann hier einen Überraschungsangriff. Hallo Freunde. Hurlocs, ja, und zwar kein schwacher. Ja, die hat's aber beide überstanden. Mist. Dann nochmal in die Richtung weiter, Flammenschlag. Du machst dann immer die Gruppenheilung. Und tropfende Wetter. Alles klar. Das waren hier wohl sowas wie Offiziere. Also ich denke, man kann die durchaus hier als Offiziere bezeichnen. Da geht es außerdem auch noch wo hier. Da kommen wir wieder an der Anfang. Allerdings ging es hier nicht durch. Also musste man den Umweg sowieso laufen. Das sieht man eigentlich ganz gemütlich, ne? Das ist so Badewanne sogar noch. Und ein Doppelbett, also 2 Doppelbetter. Das könnten wohl Quartiere für Offiziere sein. Also so ganz getrennt ist der Raum auch nicht, einfach nur durch Schränke abgetrennt. Ja, das ist auf jeden Fall was für ein Mannschaftsgrad. Mannschaftsgrad und vielleicht die Feldwebel oder ähnliches dann, die hier geschlafen haben. Und da jeweils der Zug. Okay. Gut, und da muss man sich die Badwanne natürlich mit mehreren Leuten teilen. Gerade mal gucken. Da muss ich da lang. Aber da kann ich noch in den Sackgasse-Raum rein. Dann nehmen wir doch selbstverständlich. Warte. Ah ne, das war einfach nur die Idee. Ja, da geht es auf jeden Fall noch in
Bereicherei. Das könnte noch so Sackgasse-Raum. Ja, und zwar die Küche. Hier gibt es allerdings nichts mehr abzugreifen. Na gut. Aber man will sie erforscht haben. So ist ja auch nicht. Ich muss sagen, es sieht generell sehr stylisch aus hier. Das ist eine ziemlich coole Festung. Vom Ambiente her gefällt mir das auch ganz gut. Allerdings gefällt mir es weniger gut, dass die widerliche Darkspawn das Ganze gestürmt hat. Achtung. Ja, das war mal schon klar. Wir machen das so weit wie möglich in die Richtung. Bumm. Oh, das Handy das mal sogar überstanden. Hoppla. Scheiße. Und los geht's. Da nochmal ein Feuerball rein. So. Da steht jetzt nur noch der Overgoscher. Aber nicht mehr lang. Die hätten alle noch ein bisschen was bei sich, wie es aussieht. Ja, das war schon eigentlich von den Genlocks ziemlich clever geplant, muss ich sagen. Hier sich wirklich in Reihe und Glied aufzustellen und dann einfach nur reiner Beschuss auf die Leute. Allerdings sind dann diese Flächenzauber wieder saumäßig praktisch. Weil du damit kannst so Masse an Klädzeugs schnell dezimieren. Ja, das ist dann wohl hier ein Trainingsraum, wie es aussieht. Ich finde es eigentlich auch ganz gut strukturiert, um ehrlich zu sein, vor Drakon. Gefällt mir auch. Ah, da kann ich noch lang. Ja, da komme ich nicht weiter. Sieht wohl so aus. Und dann muss ich... da hier, das Gebiet. Okay. Es ist hier an der Waffenständer vorbei. Da kann man sich dann die Waffenständer holen, um von dort aus zum Trainingsraum zu gehen. Hoppenla. Genlock Assassinendiener. Und Genlock Meister Assassiner. Genlock Mistkerl. Das ist sogar ein Boss. Heilmoll mich. Und dann frieren wir den Kerl mal ein. Und machen wir den Diener noch platt. Dann wird's Dan geheilt. Und auf den gehen wir auch nochmal drauf. So, komm schon. Du machst noch eine eine Gruppenheilung. Und los geht's. Puh. Dann Seppel. Kümmer du dich mal um die Tellereiser. Das war gut. Und Dendo. Wir sollen ja nicht noch in mehr reinlatschen. Und außerdem geben die verdammt gute Erfahrungspunkte. Und ach, da muss man da Genlocks lassen, dass sie da auch ziemlich gut agiert haben. Ui, fast 5 Gold. Beim Meister Assassiner. Ja, da hätten wir sonst immer auf der Weltkarte rumreisen müssen und etliche Leute abmurksen müssen, um ein bisschen mehr zu kriegen als die 5. Aber das ist natürlich leichter verdient in so einem Kampf. Ja, hier schlafen dann rein die Mannschaftsgrade. Mir gefällt es, wie gut es strukturiert ist und wie man dann durch die Gänge geht und die Räume, durch die Räume streift und genau weiß, dass es so ein Übergangsraum ist, wo man sich dann seine Waffe holt, dann zum Übungsraum geht und so weiter und so fort. Also man kann sich das richtig gut vorstellen. Mir gefällt das sehr gut. So, jetzt speichert es. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht aufhängen, kurz vor knapp. Ja. Sieht doch ganz gut aus. Ich wollte gerade sagen, ist da over irgendwas? Aber das sieht halt echt geil aus. Oh, da ist was Ogriges. Und da ach.
Okay. Wir probieren das so gut wie möglich, den Typ da hinten zu eliminieren. Pfui Teufel. Ach, wenn du gerade Level kriegst hast, Morrigan, heil doch mal Stan. Und dann kümmern wir uns um die zwei Ogrigen. Und dann bleibt hier nur noch der hier. Ui, dann hat sogar zerrobbt. Nicht schlecht. Der hat noch Gold und 40 Silber. Der Dämonengift, ja, da wäre mal Gold lieber, um ehrlich zu sein. Dann können wir noch daneben hier und noch die Truhe ein bisschen plündern. Aber nur so ein bisschen. So, Morrigan, du kriegst noch etwas mehr Magie. Etwas mehr Willenskraft und etwas mehr Konstitution. Du darfst noch hier die taktische Felder haben. Des Weiteren... Tja, was machen wir dann da noch? Alles andere ist eigentlich Käse hier noch zu geben. Tja. Nehmen wir vielleicht einfach mal der arkane Bolzer. Weil wie gesagt, alles was ich wollte, hat sie schon gelernt. Oh, da können wir nochmal auffrischen. Das ist sehr gut. Da merken wir, dass wir kurz vor Bosskampf sind, ne? Weil hier nochmal die ganze Heiltränke und Zeug dabei sind. Ja, ich kann jetzt immer meine Geschicklichkeit und meine Konsti pushen. Und, ach, meine Willenskraft. Dann würde ich persönlich als letztes... Tja, was nehmen wir dann? Dann nehmen wir halt einfach Schild, ne? Magischer Schild. So, ist noch was? Yes, my friend. Du merkst auf jeden Fall, dass wirklich kurz vor Endkampf bist, wenn nochmal in einem großen Raum Heilung angeboten wird, beziehungsweise Heiltränke und so Zeug noch rumliegen. Und ja, wenn ihm das Spiel einfach nochmal zum Schluss die Chance geben will, dass man nochmal genug Möglichkeiten hat, sich zu heilen im Bosskampf. Ja, also ich nehme hier auf jeden Fall jedes bisschen dankend da, was wir hier finden. Ja, Natursalbe und 4,5 Gold. Ich gehe auf jeden Fall mit gut Gold raus aus der ganzen Geschichte. 38 Gold ist nicht gerade happig. Also als armer Mann, beziehungsweise als Army-Fra, gehe ich hier garantiert nicht raus. Da geht's dann zum Dach. Ach schon, wer hätte es gedacht. Jo, machen wir hier nochmal unseren Speicherpunkt, unseren letzter. Badabam. Und hoch mit uns. Dann kümmern wir uns mal um das Säckel vom Erzdämon, oder? So. Bin immer gespannt. Weil an den Kampf erinnere ich mich nämlich so gut. Nur noch, wie ich schon mal gesagt habe, dass er halt auf dem Dach von Fort Drakon ist. Oh, da kämpfen wohl schon welche gegen ihn. Hände ein bisschen beschäftigt. Sorry, ihr arme Schweine, die hier gestorben sind. Reisender ist mein Erfolg. Erzdämon, dunkle Brut, Level 22 Elite-Boss. Wir sind selber auf Level 22, 20, 21 und 21. Ja, die Hennen, ja, es wird auf jeden Fall mal nett umsonst gewesen sein. Der Erzdämon wurde gut genug beschäftigt von denen. Saffron macht mal das da drauf. Und ich persönlich gehe mal zu deiner Kampfballiste. Wir probieren den Mistkerl zu treffen. Nein, Stan, kämpf doch!
Und Saffron kämpft doch auch gegen den Erzdämon. Verflixt. Scheiße. Den kriege ich jetzt nicht mehr in das Gebiet. Morrigan soll Stan Heiler. Und Saffron, hilf. Kämpf. Und jetzt schieß. Oh, das bringt leider nicht allzu viel, wie ich gedacht habe. Aber wir bleiben auf jeden Fall mal hier. Stan, kämpf! Wir schießen weiter Archer drauf auf den. Morrigan immer weiter Heiler. Du gehst mal bitte in den Kampfrausch. Du machst das Mal des Todes auf den. Da ist er wieder. Nein, Saffron, du gehst wieder hier. Du kämpfst wieder. Und du, ach Stan. So können wir wenigstens ein bisschen Schade machen. Aber ich mag mal gucken, ob ich der Erzdämon nicht auch so nochmal angreifen kann. Oh, jetzt kommt er in unsere Richtung. Ah, da hinten ist er jetzt. Okay. Na gut, das mit der Balliste ist jetzt auch nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Seppel, das war dumm, sofort drauf loszugehen, aber... Ah nee, hoppla, das ist... das ist Al-Iman! Nein! Alter Mann! Was machst du für einen Scheiß? Verflixt! Oh Gott, Al-Iman ist schon so gut wie tot. Ja, das war auch ziemlich dumm. Ist da noch irgendein anderer Möchtegern-Held? Nee. Ja gut, das war's mit ihm so gut wie. Er zieht sich wieder zurück. Und du heilst einfach mal wieder Al-Iman. Da kommen noch Horlocks. Und Horlock Alpha. Oh Gott. Und Horlock Schläger. Ja, wir kümmern uns erstmal um die Darkspawn. Ich möchte nämlich nicht, dass Al-Iman hier noch krepiert. Wir machen mal eine Gruppeheilung. Das betrifft allerdings Al-Iman nicht. Großartig. Okay. Dann heil denn mal weiter. So. Okay. Weil unser äußerst heroischer, aber ziemlich dummer Verbündeter soll hier eigentlich nicht sterben. Wisst der Teufel aber, warum der jetzt alle der Erzdämon gestürmt hat? Hornochs. Komm schon, nochmal Iman-Heiler. Die anderen nehmen hier glücklicherweise kaum Schaden. Und da kommt noch mehr. Halte mal den Gaul an. Die können wir so platt machen. Gut. Ich probiere trotzdem nochmal den Erzdämon zu erwischen. Ah ne, hier ist auch nochmal jede Menge scheiß Viehzeugs. Okay, hier ist noch jemand verbrannt, wie es aussieht. Wir jagen mal einen Feuerball in die Richtung. Und Al-Iman ist mal wieder verletzt, okay. Dann braucht der gute Mann auf jeden Fall eine Heilung. So, dafür war es, glaube ich, ganz gut, dass wir die Generäle vorher gekillt haben. Sonst hätten wir die jetzt nämlich noch mit dabei mit jede Menge mehr Darkspawn.
Das wäre etwas ätzender gewesen dann. Und hinten steht er, der Obergoscha wieder. So, was ich auf jeden Fall noch mache, ist da einer wieder hier gerannt? Nee, glücklicherweise nicht. Ich zwirbel mal so ein mächtige Lyrium-Trank rein. Und dann geht's wieder auf der Erzdämon. Erster Verzauberer Irving. So, jetzt greift er wenigstens mich an. Und nämlich der erste Verzauberer. Der ist halt natürlich ein sehr mächtiger Erzmagier. Gruppenheilung. Der erste Verzauberer heilt sich. Das ist gut. In die Richtung Kältekegel. Hier nochmal drauf und der Wetter. Und der Erzdämon hat sich nach wie vor aus dem Geschirr rausgezogen. Ich probiere es mit der Ballista. Dann können wir es vielleicht auch so noch beenden. Naja, hat mich mit einem Visier. Und als weiter drauf. Ja, das macht doch gut Schade. Das macht immer ein bisschen mehr Schade. Ah ne, jetzt sind wir wieder bei 50. 110, ja, das kommt immer drauf an. Ja, jetzt zieht er sich wieder zurück. Gut, gut, gut. Wo ist er? Ja, der erste Verzauberer steht da hinten. Kardol. Ah, das ist der von der Legion der Toten. Ja, geil. Ja, Kardol ist mit dabei von der Legion der Toten. Sehr cool, dass der Typ hier mitmischt. Aber er macht es wohl nicht so lang. Nee, der ist wohl gleich wirklich tot. Ach du Scheiße, Heilmol Kardol. Al-Imen sieht ein bisschen besser aus. Und weiter drauf. Ja, der ist schon relativ schwach, war er. Ich glaube, das war's mit Kardol. Immer hier, er ist im Kampf gegen den Erzdämon gestorben. Dafür, dass er sich die ganze Zeit gegen die Darkspawn geschmissen hat, hat er jetzt einen Beitrag geleistet, der Obergoscha abzumurksen. Apropos, Saffron, heil dich. Jetzt haben wir's gleich. Das Seppel macht der entscheidende Schlag. Und nochmal ein Feuerball. Alter. So, jetzt aber. Jetzt hämmer's. Jetzt sind wir dran. Wow. Alter Falter. Das war mal eine Sterbesequenz, oder? Gewittert Dunner Keitel noch einmal.
Okay. Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Endsequenz. Das wird dann wahrscheinlich eine größere Extended Edition hier, die Episode. With the Archdemon dead, the Darkspawn horde quickly crumbled. Most fled back into the deep roads. They would remain a threat in the years to come. But the Blight had been ended before it had truly begun. Ferelden had been saved, and the entire kingdom rose up to joyously greet its new king. Grey Warden stood redeemed, and a new age had begun. But at what cost? Jo. Dann müsste man noch schauen. Es gibt vielleicht jetzt andere Abspann bezüglich Morrigan oder sonst was. No? Ah, ja. My friends, Geht doch. we are gathered to celebrate those responsible for our victory. Of those who stood against the Darkspawn siege of Denerim, there is one in particular who deserves commendation. The one who led the final charge against the Archdemon remains with us still. An inspiration to all she saved that day. Ladies and gentlemen, may I present to you the hero of Ferelden, the first Grey Warden to defeat the Blight since Garahel 4 centuries ago. My friend, it is hard to imagine how you could have aided Ferelden more. I think it only appropriate that I return the favor. Is there any boon that you might request of Ferelden's king? If it is within my power, I will grant it. Ich wünsche mir nur der Krone weiter dienen zu dürfen, Majestät. Scheiße. Wie wär's mit dem Titel und den damit verbundenen Reichtümern? Ich bitte euch, der Zirkel der Magie die Unabhängigkeit zu entlassen. Die Opfer der Wächter sollten nicht wieder vergessen werden. Ich habe im Blicke weitere Wünsche. Darüber müsste ich erst nachdenken. Tja. Ja, sind wir mal freundlich. Der Zirkel der Magie. You know, that's a very good point. Let it be known then that the Circle has earned the right to watch over itself. The tower shall be restored and then turned over to the mages. Let it also be known that the Arling of Amaranthine, once the land of Arlhau, Haha, wir kriegen sowieso Ländereihe. Grey Wardens. There they can rebuild, following the example of those who went before them. What are your plans? Will you remain with the Grey Wardens? Ihr werdet mal Hilfe brauchen. Die dunkle Brut ist immer noch gefährlich. Die graue Wächter brauchen mich. Ich werde reise zumindest eine Weile. Naja, ich habe ihm versprochen, ihm zu helfen. Well, I didn't want to come right out and say it, but I'm relieved you'll be nearby. There's a group of Ferelden citizens waiting outside to get a look at their hero. I suggest you make at least a brief appearance before they storm the gate. Just tell the guard at the door when you're ready. Ja. Erfolg freigeschaltet. Ein dunkles Versprechen. Mit Morrigan so ganz wiecht nochmal abgebildet. Tja, dann machen wir das doch. Groß palavert wäre muss jetzt nämlich. Es sei denn, der erste Verzauberer hat noch was zu sagen. Very strange to hear so many speak of a mage in such glowing terms. Deserved, of course, but still not what I am accustomed to. Allow me to offer you my congratulations and my thanks. The tower is now nearly restored to order. It could have been so much worse. Gern geschehe, erster Verzauberer. It pleases me to see such a young pupil achieve prominence. I look forward to watching what you accomplish next. Now, I should leave you to your celebration. Uldred's revolt has left me very quick to tire these days. Retirement will come soon, I think.
Vielleicht, ja. Ja, die Gefährte müssen wir jetzt eigentlich ahnen, wieso retten. Dann Are you ready, my lady? The crowds outside are getting gehen wir mal restless. raus. Ich bin bereit. Right. I'll take you there now. Follow me. In den Monaten nach seiner Krönung erwies sich Alistair als ausgesprochen beliebter König, der sich nur ungern mit Herrschen befasste. Er war viel auf Reisen und besuchte sehr zur Freude seiner Untertanen Städte in ganz Ferelden. Man sah in ihm einen König, der die Bindung zum Volk nicht verloren hatte. Doch einige wenige wussten, dass ihm das Leben bei Hofe einfach zuwider war. Huch. Okay. Das hat mich jetzt hier rausgeschmissen. Damit ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder, ihr liebe Leute. Bin sofort wieder da. Ja, hier bin ich wieder. Es war ein bisschen merkwürdig, dass ich jetzt hier rausgeflogen bin aus dem ganzen Spiel. Ich wollte das Ganze jetzt einfach nur nochmal zum Schluss kommentieren. Und wollte euch alle nochmal danken dafür, dass ihr das Let's Play geguckt habt. Das ist heute auch eine etwas längere Episode als sonst. Aber so wie die 0. Episode zur Charaktererstellung länger war, ist auch die Abschlussepisode ein bisschen länger. Ich wollte euch allesamt nochmal von Herzen danken, dass ihr das Let's Play bei mir geguckt habt. Dragon Age Origins ist eigentlich ein richtig tolles, altes Spiel. Naja, heutzutage alt. Es ist eigentlich von 2009, 10 Jahre alt. So uralt ist es jetzt auch nicht. Und ich finde immer noch wirklich spielenswert. Es macht immer noch tierisch Spaß. Ja, klar, Grafik hat sich weiterentwickelt, aber dafür ist das von der Story her ziemlich cool. Und die Entscheidungen, die man treffen kann, ist eigentlich auch echt cool gemacht. Mir persönlich hat es auch viel Spaß gemacht, das zu Let's Player. Allerdings muss ich euch leider sagen, es gibt kein Let's Play zu Dragon Age Awakening. Ich werde den Let's Play-Kanal vorerst tatsächlich auf Eis legen. Es wird die Tage noch ein Video dazu erscheinen, mein letztes Video. Und ich hoffe, euch hat es trotz allem Spaß gemacht, hier das Let's Play zu verfolgen. Und ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Tag. Genießt nochmal den Tag. Und guckt euch auch gerne andere Videos von mir an. Machen's gut und bis demnächst zu meinem letzten Video vorerst. Ayan Yankee.